Lief Matbeger, schön, dass dabei Kirchen TV dabei seid. An den nächsten Minuten wollen wir an diesem Anfang vom neuen Jahr ein bisschen einen Ausblick machen, ob alles das, was 2022 an der Gemeinde Kirchen wichtig ist. Merci für Ihr Interesse, schön, dass ihr dabei seid. Wir gehen an der dritten Jahr von der Covid-Pandemie, leider Gottes, an noch 2021 hat Corona als firm am Griff. Ein Gritsch von unseren Projekten sind leider Gottes nicht so viel gegangen, wie wir es dort vorgestellt hatten. Wir probieren aber, soweit wie das möglich ist, diesen Tag an diesem Jahr abzuholen. Politisch schaffen wir weiterhin ganz gut zusammen, noch mit den Kollegen aus der sogenannten Opposition. Haben wir viel konstruktiv Gespräche, brechen wir 10 und einem Strang. Und ich will der ganzen Equipe großen Merci ausschwätzen für die Flott. A kollegial Zusammenarbeit euch das Jahr 2021 auch. Et gouf wiesel am Chefrot bei den Kollegen von der LSAP huet noch 20 Jahre an der Kirchner Gemeinde Guy Scholtes demissioniert, an den Mark Biesen iwwerhëlt den echten Chefeposten. Sowie den Koalitionsakkord dat firgeseit, fällt den zweite Chefen Lorem und CSV, an do iwwerhëlt an den Romer Kockelmann des Platz. Ich will dawer bei dieser Gelegenheit nicht verpassen, dem Guy Scholtes en grosse Merci für seine Verdienste auszuschwätzen. Hier hat die Lokalpolitik von der Gemeinde Kirchen an den letzten 20 Jahren maßgeblich mit geprägt und dafür dem Guy einen ganz großen Respekt und Merci. Als Gemeinde besteht weiterhin aus 6 Ortschaften: Dondel, Keesbild, Meesbild, Neusbild, Olm und Kirchen. Hier sehen wir davon natürlich, wie sie sich im Moment präsentiert. Am Ganzen waren wir am 1. Januar 2022 auf 6.162 Leute aus über 70 Nationen. Klar ist dann noch, dass wir nur den nächsten Wahlen 2023 ein Gemengerot von 13 Sitz werden haben. An den letzten 10 Jahren sind rund 1000 Einwohner beikommen. Das kann Ihnen so sagen. Das wird aber an den nächsten Jahren ernst sein. Das Wachstum wird an die Luft gehen. Und das bringt mich auch bei den ersten Punkt. Wohnen. Wohnen ist das, was uns umtreibt für die jetzige und die nächste Generation. Als Gemeinde wird weiter wachsen. Wir sind mitten am Spektrum von der Stadt Lützburg. Wir sind ländlich geprägt, angebet auf viel Büsch. Das bringt also mit sich, dass viele Leute hier wohnen kommen. Wir werden wachsen so oder so, und uns als es durchzugehen, gescheit zu wachsen, verständlich zu wachsen, am Abklang mit der Natur, und harmonisch und durch Bilder an. Versteht, wir sollen diese Wachstum vermutlich so steuern, dass die Lebensqualität erhalten, respektive sogar nach gesteigert kann gehen. Wo wird gebaut? Was sind nur die großen Projekte? Was das auch schon geschieht? Das viel gebaut gehen, und es gibt, wie gesagt, viel gebaut zu Neusbild, Kirchen, Lollem, entstehen neue Lotissementer, auch in sogenannten Baulücken gefüllt. Wir erleben eine ganz stramme Innenverdichtung. Das heißt doch, dass wir werden ernst wachsen an den nächsten Jahren, mehr noch beinehmen. Der Bungalow mit den 6 Jahren werden so immer Männer gehen, das scheint klar zu sein. Wir haben am neuen PRG als wichtig gesehen, als Baureglement dahingehend zu ändern, dass auch das Minimum von der Meter-Carré-Fläche pro Wohnung kann reduziert gehen. Die Besoin nur mit kleinen Wohnungen, die geht an die Luft. Das tut nicht nur mit einem hohen Preis zu tun, aber die Familiensituationen sind ganz einfach auch ernst. Bezahlbare Wohnraum, das ist ein Sujet für die Zukunft. Eine Steigerung an diesem Kontext, ein Projekt fair, wenn ihr so wollt, als Elmen. Ihr wisst, dass du im Gebiet von der Gemeinde Kirchen zu Olm, zwischen Olm und Kapellen, über 700 Wohnungen werden entstehen, das an den nächsten 12 Jahren. Das geht ein ganz neues Dorf mit Parkhäuser, Maison pour tous, Brasserie, Supermarché, auf jeden Fall einer Schule, einer Maison Relais, einer Sportsaal mit Piscine und so weiter. 2022, wir gehen davon aus, 2022 werden die ersten Leute hierhin wohnen kommen. Parkhäuser und Supermarché sind da fertig, mit der Schule sind wir am Gangen, Grundsteinlehrung haben wir das letzte Jahr am Hirsch gehabt. An den nächsten 10 bis 15 Jahren entstehen am ganzen Gebiet von der Gemeinde Kirchen die 1500 neue Wohnungen. So vielleicht netlich Leute, muss das sein? Wenn ihr dann den Vergleich auf den nationalen Plan guckt, da ist gesagt, dass die demografische Entwicklung vom Grandische all Jahr den Bau von 6500 Wohnungen fried, dann sind wir knapp ob der Haltschend. An der Mayenne baut Kirchen also dann an den nächsten 15 Jahren die 100 Wohnungen Jahr, an dat am Spektrum von der Stadt, also das ist nicht so, wie wenn wir da komplett atypisch wären. Gemeinde Kirchen wird auch weiterhin ihren Beitrag leisten, im sozialen Gebiet aktiv zu sein, was die Erbringung von defavorisierten Leuten angeht. Da haben wir schon ganz viel geschafft, und mit dieser Politik wollen wir auch an den nächsten Jahren fortfahren. Wir sollten aber nicht vergessen, dass bei uns auch ganz viel ältere Leute wohnen. Wir haben weit über 1000 Leute, hier wohnen, die über 60 Jahre haben.
an noch wann viel vun den elere Matbierger an der Residenz Pëtschebierchen ënnerbrucht sind sie natürlich vollwertig Awohner aus einer Gemeinde, sollten so viel wie möglich nach Mat an als Gesellschaftsleben integriert gehen. Mein Appell und Kommission und Vereine und Schuld, Maison Relais und so weiter, sichte Kontakten, intergenerationellen Echange, also ist immens wichtig. Wir werden nicht nur die Schule auf Elme bauen, aber auch zu Kirlen. Na man tun wir 500 Kanner an der Schule, aber wir wissen, was an den nächsten Jahren geschieht. Da können wir uns denken, was da ob uns durchkommt. Ein Neubau von der Schule zu Kirlen ist geplant, von der Schule auf Elmen dann bis fertig ist. Aber das wird aber nach die 5-6 Jahre dauern, ehe wir mit dem Bau können aufhängen. In der Zwischenzeit wird man Site von der Liberationsstraße einen Holzbauweis abrichten für 3 bis 4 Klassensäle, die wir für die Rentrée 22/23 schon zusätzlich brauchen. Die Ouverture von der Schule Elmen ist für die Rentrée 24 geplant, damit der neue Holzbauweis, die wir hier abrichten, können wir das ein bisschen puffern. Als erstem Site von der Schule gouf dann aber eine Maison musikal gebaut, ein richtig chained funktionelles Gebäude. Das Haus ist für den reinen Musikunterricht gedurcht, gouf das letzte Jahr fertiggestellt, aber wenn dann alles klappt, wird das Haus dann noch am Frühjahr des Jahres angeweiht. Der Spielschulsite zu Kirlen selber wird revalorisiert, die neue Maison Relais, das ist ein richtigen Bijou gehen, kann von da müssen nur nicht mehr auf den Hauptsitz gefordert gehen, den auch schon riskiert ein bisschen klein zu gehen, ein Bijou nicht zu leicht, auch durch die immens flott Spielplatz. Wir brauchen noch Site von der Spielschule neue Klassenräume, zusätzlich Klassenräume. Am Haff selber ist die neue Spielschule am Bau. Da habe ich kommen gut führen. Ein neuen Haff mit Zugang zur Wisshallen deht sich da ab. An dem Haff Elschroth tun wir auch diesen Terrain gekauft. Dafür kann er Site, als das eine fantastische Geschichte wird, einfach mal so zu sagen. Den Invest an die Jungers immens wichtig, nicht mehr wie 200.000 € investieren wir das Jahr an neue Spielplätze. Hier ein paar Beispiele von flotten Spielsitten, quästig als Gemeng. Nicht mehr spät wie das Jahr können doch zu Nosbild beim Centre Kulturell einen neuen, kleinen Klotterpark dabei. Apropos Jugend, Jugendhaus Kirlen lebt top. Sie machen eine extrem intelligente und pädagogisch wertvolle Freizeitbeschäftigung mit Eisen, junge Leute. Sie machen das exzellent und dafür Ihnen noch einen ganz großen Merci. Als nächster Punkt ist Freizeit, Kultur, Sport und Integration. Da ist es ganz klar so, dass Vereinsleben bei einer Gemeinde groß geschrieben wird, also auch immens wichtig. Die Vereine sind der Garant vom sozialen Zusammenhalt und von der Integration. Auf dieser Platz muss ich immer denen Merci sagen, die sich benevol an dem Sinn und auch wir hier Vereine an unserer Gemeinde engagieren. Dafür ist es für uns essentiell, den Vereinen so viel wie möglich entgegenzukommen. Der Subsidieschlüssel wird von der Lupe geholt und wir haben die nötigen Anpassungen gemacht. Die baulichen Verbesserungen für Sport und Kultur sind realisiert oder gehen nicht nach. Beim Football kommen neue Vestiären an ein Buvett dabei. No Covid-bedingte Retarde beim Material geht es beim Bau evaluieren und wir rechnen das Jahr mit der Fertigstellung. Das ist ein Gemenge Gebäude, wird natürlich dem Football für seine footballerische Aktivitäten zur Verfügung gestaltet. Mit der Saal Uwe steht natürlich auch, wenn der frei ist, für Manifestationen zur Verfügung, sowohl im privaten wie auch auf dem Vereinsniveau. Op Elmen können eng Sportsaal mat Piscine, do si mir matten an de Planungen dran. A Sache Kultur a Freizeit gehört der Wort Restauration vun der Käespeter Hall. Das habe ich das in lächt Jahr aufgeschlossen gin. Den Update wird mal so zu soen, vun diesem Gebäude kann sich richtig weise losen, de Saal als Lokomodo-konform, kann auch richtig genutzt gehen. Der Festsaal zu allem geht enfin das Jahr auch fertig, auch das geht den flotten, funktionellen, moderne Bau am Zentrum von allem. Du willst aber nicht für einen Verein, willst dich aber vielleicht sportlich aktiv betätigen draußen nach seiner Freizeit und dafür als nur Erholung für uns und natürlich auch für den Einzelnen dann ganz wichtig. Die Fitnessparcours wären nicht immer der Wert, dass es so genannt wird. Wir sind Geräte aber abgerichtet und wir sind hoffentlich, dass wir zu Käesbild und zu Kirlen ordentlich Fitnessparcours haben. Aber wenn wir den Achse für auf die Kirlen nach verbessert tun, dann ist das schon mal optimal. Wir kommen bei Schaffen. Wir werden als Aktivitätszone op. Na schaffen do weit über 1000 Leute. Strasseninfrastruktur wird enfin erneuert für den Bassin de Retention zu machen. Wir müssen auf den neue PRG werden. Den also do. Plan geht ausgeschafft, aber wir hoffen nach dieses Jahr an die Realisationsphase von dem selben Retentionsbecken zu kommen. Wurde über diesen Regiebetrieb, da laufen Terbichten gut führen. Am Laufe von diesem Jahr wird geplündert. Das gibt einen adäquaten, sicherheitskonformen Bau, wo es Jungen ordentlich können schaffen, ausgelöst auch für einen großen Staff, den an den nächsten Jahren sicher nach Wert abgestockt gehen.
Was bleibt zu machen? Es scheint evident zu sein, dass auch bei uns an der Gegend Arbeitsplätze geschärft gehen, die hauptsächlich auch durch PMEen können realisiert gehen. Wir müssen sowieso hier im Land mehr dezentralisieren. Und auch als Gemeinde, so denken wir mal, muss sein Teil dazu beitragen. Aber das ist nicht mehr möglich, wenn wir das Straße kriegen. Am Jahr 2019 hat der Kieler Gemeinderat unanim eine Decision de Prinzip geholt, für dieses Projekt weiter umzutreiben. Das ist eine Verbindungsstraße von der Aktivitätszone auf dem CR 102 zwischen Mermer an Kielen. Interieur Bauten an Environnement goffen darüber Kenntnis gesagt. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass der Eco sich an Grenzen hält. Es ist so nicht justament. Wir werden das Jahr mit allen legalen Mitteln Druck machen, dass sich etwas an diesem Dossier bewegt, laissez-faire, den der verschiedenen Ministerien vis-à-vis von der Gemeinde gibt. Also so ganz einfach nicht gut. Eine Feasibilität mit Boje Chaussee auch gemerkt gehen, dass alles möglich, technisch wenigstens, es fehlt nach schüsten politische Courage, wir bleiben aber da Hand drin. Das bringt es dann rüber bei Transport an Mobilität, bis ein Stichstraße an später Kontournement soll kommen, hecht het Plästeren mit allem, was an unseren Mitteln dran ist, wer das bis gemerkt gehen, respektiv, was können wir direkt machen für Verkehrsberuhigend zu wirken. Wir haben schon mit der so 30 Quäsch durch Gemeinde für Verkehrsberuhigung gesucht, das außer Zweifel. Wir haben auch die Autorisation vom Ministerium pro Chaussee für an der Mermerer Kispelter Straße zu Kielen teilweise Zone 30 zu machen, ob der Hecht von der Sorte Kirn bis bei Trostluch den Koppelster Straße und noch den Önschen Teil von der Koppelster Straße werden so auch 30er Zonen gehen. Als Zebrastreifen sind, gehen enfin ernst a besser belicht. Für Kielen heran gëtt vun Nosbilder fort eng Beruhigungsinsel mat Zebrastreife gebaut, zu Kiespel as neien Busaré beikom, da wär zu Kielen no méi wie zengten die Mëchte Kaul an der Kiespelter Stroos verschwannen. Enfin wär der soen mi hunn nämlich den Havelscherot kaft, geplant, dass du mittel- a langfristig enger Nex vum Gemengenhaus dran ze meren, an Trottoir vir Haus wär dann durchgehend sinn. E großen Akzent setzt man dann auch auf Mobilität durch. Den Verbindungsweg zwischen Kielen und Kiespel, da freut sich eine ganz große Popularität und wird auch richtig viel genutzt. Das Freda ist, du fährst noch da. Und da, wo wir zu Kiespel führen, den nächsten Häuser auf der linken Seite ein Syndikat 2 rauffahren und dann zum Kiespel bei Klären nach rauskommen, das ist den zweiten Teil gewesen, den wir hier verlängert tun. Das ist dann noch mehr sicher, das ist ein flotte Weg durch den Busch gehen. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahr die ganze Weg dann noch werden abweihen. Wie gesagt, er kann aber schon genutzt gehen. Oben auf der Koppelster Straße, wo den Trottoir beim Haus Monitor abhält, da geht dann noch weiter in Richtung Tischbüsch. Dann Prisen um das letzte Jahr kriegt, das Büro d'études tut alles, und wir werden auf die Autorisation vom Umweltministerium, weil das ja ein so wäre das dahin eine sichere Verbindung mit Kringstreifen zur Straße als Ziel. Lang als Gemeinde Kielen ugeschwert gehen auf den Rufbus, und lassen dann do vom letzten Mai und vierte schon mit ganz guten Destinationen wie Spitäler, Supermarché in anderem Gegend und so weiter. Über hunderte Mal als der Kabus schon geholt gehen, und der Kabus passt auch richtig an das Straßenbild. Aber weil das so gut funktioniert, haben wir uns auch die Freiheit daraus geholt, ein bisschen mehr über den Kabus zu weisen. Also mehr Info und eine größere Reportage über den Kabus, no dieser Sendung. Die Elektromobilität spielt eine große Rolle, nicht nur auf dem nationalen Plan, sondern auch auf dem lokalen Plan. Als die Elektromobilität ist ganz wichtig. Wir unterstützen die Elektromobilität, und wir haben Bornen abgerichtet für die Demand von dieser Mobilität dann noch mehr nutzzukommen. Als internen Gemenge-Schülertransport geht auch mit Elektrobussen gemacht. Das bringt uns dann noch viele Punkte am Klimapakt. Obwohl da ist Kommunikation, an der Kommunikation ist ganz vieles geschieht. Wir wollen für allem proaktiv nach außen kommunizieren. Das haben wir auch schon an den letzten Jahren massiv ausgebaut. Eine App, also geschwind brett für an den Ersatz zu kommen, als Internetseite, also Facebook und so weiter, gouf alles abgedatet, alles lebt auch über den Schreibtisch von den Relations Publiques, Board, Kielen TV, SMS to Citizen und so weiter. Da sind wir gut aufgestellt in unserer Kommunikation, und das klappt auch, und da kriegen wir auch ganz flott Echo von euch, dass euch das doch gefällt. Wurde über Umwelt und Klima, wir sind ein Klimagemeng, wir kriegen die erste Auszeichnung an dem Kontext schon 2015. Als Sachen Aufwasser investieren wir über 1 Million. Auch geht Kläranlage vergrößert, auch das geht ein Invest an Millionen hoch, das geht ein großer Chantier, den leider muss durch den Kirm dahin gefordert gehen, wir kommen aber nicht erlernt, als Kläranlage dahin auszubauen. A punkto Abfallrecycling geht sicher auch vergrößert, das ist ein Syndikatsbau, geht das ja fertig. Und das ist auch gut so, für den immer mit großen Undrang von der Klientel am Recyclingbereich gerecht zu gehen.
Alles dat ass nëmme méigich mat enger engagéierter a motivéierter Ekipp, déi ass am Läf vum Joer 2021 opgestockt ginn, an am ganzen schaffe bei eis 140 Leiit. So lo hummer vieles duch, awer nach net alles, Dat sollte lomoll en Iwerschlag sinn ganz kraft an den Biller fir ich bëssen den Ausblick ze ginn, op dat eis wichtig ass. Fir Joer 2022 en Ausblick an Zëlle gefasst, zu Summe gefasst krémer dann dës Bild. Wir haben ein Total von Reset ordinär von 28,9 Millionen, von Dépenses ordinär 26,9 Millionen, Boni propre vom Exercice, das mischt dann 1,9 Millionen aus, ein Total von der Reset extraordinär 37,5 Millionen, Dépenses extraordinär 41,4 Millionen. Den Boni vom Budget rectifié 21, das sind 2,1 Millionen, und den Boni présumé fin 22 106.000 Euro. Da kommen wir bei Pro-Kap-Verschuldung, da haben wir natürlich einen strammen Satz noch aufgemacht. Es möchte sich nicht mit nicht, das ist das Manst, was den muss sagen. Wir waren am 1. Januar 2021 bei 6.121 Einwohner. Da hatten wir eine Schuld von 2,6 Millionen. Das war eine Pro-Kap-Schuld von 438 Euro. Das war ganz, ganz wenig. Wir haben 6.161 Einwohner am 1.1.22 bei einer Schuld von rund 20 Millionen, das mischt dann eng Pro-Kap-Schuld aus von 3.260 Euro. Das ist ein enormer Satz noch viel, da gebe ich absolut recht, will da auch so, dass viel geschieht, und das geschieht natürlich nicht zum Nulltarif, mit der Woche durchgehen. Alles einfach so, als nicht möglich, und es wird noch an den nächsten Jahren müssen Prioritäten an unserer Politik gesagt gehen. Als Konklusion kann ich sagen, wir sind eine Gemeinde nach noch 4. Bei uns stehen enorme Herausforderungen 400 Dir. Wir probieren die Steuersuchen, die uns so vertraut gehen, gescheit umzulehnen. Wir haben eine riesige Verantwortung, und sind auch an einer Bringschuld. Als Gemeinde wird sich ändern, und uns also zu sorgen, dass sie lebenswert bleibt und noch nach mehr geht. Es geht aber nicht nur dafür zu bauen, es heißt auch sich respektieren und sich engagieren, wenn das geht, von das möglich ist. Wir haben noch nie so viele Leute an unsere Kommissionen gehabt, das ist eine Bürgerpartizipation par excellence. Bei uns in der Kölner Gemeinde das möchte auch ganz viel Fried. Allein Kommissionserbichten kosten als Jahr rund 80.000 Euro, das ist ganz viel, mit die Suche sind gut investiert. Den Wildmarkt schaffen, den kann nicht machen, entweder an den Vereinen oder wie gesagt an den Kommissionen oder ganz einfach, dass ein Hai lebt und dass er sich freut, für Hai zu leben. Wir freuen uns und sind motiviert, ob das was könnt, ganz einfach, weil wir die Quadratkilometer Karin, auf denen wir hier wohnen, ganz einfach gerne haben. Ich will meinen Freunden und Kollegen eine große Merci so für die Zusammenarbeit, die wir haben und die wir werten haben. Wir haben eine ganz gute Kollegialität in René. Zeigt doch nicht, als zu kontaktieren, wir froh sind. Wir sind alle guten NRW für die Gemeinde. Als Gemeindehaus steht auf, das ist ein Obendhaus für den Bürger. Ich sage eine ganz große Merci für Ihr Interesse und wünsche euch auch nach notrechtlich all Gutes für das Jahr 2022. Der K-Bus ass den individuelle Rufbusdienst vun der Gemeinde Kirlen. Diese Gratis-Service kann von Allwohner aus der Gemeinde genutzt gehen und erfreut sich immer mehr grosser Beleefdheid. An dat vu Mengdes bis Samstes inklu, vu Moes Erdauer bis Owes Erdauer, ausser Sondes an Feierdeich. Reserviert Platz op direktem Weg iwwer Telefonsnummer 8002 82 82. An Dir steht an direktem Kontakt mit der Person, die de Planning möcht. Am besten op manst eng Stunde virun Ärem gewünschten Depart. Dauert ein Aufenthalt manner wie 15 Minuten op ihrer Destination, kann de Chauffeur auch mal ob ich werden für die Retour. Der K-Bus kann natürlich auch Pussetten, Rollstuhl oder Rollatoren matuellen. Dir wollt Ihren Hund matuellen, präzisiert dat bei Ihrem Uruf, weil et kind mal sinn, dat der Chauffeur eng Hundallergie hat. Der K-Bus fährt am 10 Destinationen un, op de ma ich elo emol matuellen. Territoire vun der Gemeinde Kirlen, Daptikt, Centre Medical, Cabinet Medical, Kinesitherapeuten, Kommerzen, Kirfischer, also weiter.
Gar vu Kapellen, fir do den Zug Richtung Lützeburg oder Erl zu holen. An City Concord, Lifestyle Center, An e freundliche Chauffeur kriegt den Tuten sogar aufgeholt hier an den Bus. Was will er mehr? an de Shoppingcenter La Belle Étoile, an den CHL Centre Strossen, an d'Echer Klinik den CHL Eich, Dat is een goed initiatief voor de gemeente Kielen. En hopen dat dat tot nog zo lang blijft, wat de Leid zo te voeren. an d'Ettelbrecker Klinik, Als die Frau de Kabus die fährt bei all Wetter. Tut er auch bei all Wetter ein Rendezvous. an d'Klinik op de Kirchbierch, an de Reha-Center Kirchbierch, an Zita-Klinik. Wir wollen just daran erinnern, dass diesen Service nicht als Krankentransport oder Schultransport zu nutzen ist. Er kann in 12 Jahren muss von einem Erwachsenen begleitet gehen. Am Oktober 2021 ist zu allem der Komplex Fruit Coop von der Ligue HMC Kapellen fertig gehen. Et ist ein Annex zu den HMC-Atelieren zu Kapellen, die dem Bâtiment Public gehören. Fruit Coop hat zu allem gehört der Ligue HMC an as vom Familienminister finanziert gehen. An der ganz auf einem 2,74 Hektar großen Areal mit einer Produktionszahl von 1500 Meter Carré. 41 Mitarbeiter an 11 Encadrons schaffen hier auf diesem Site. Der 6. Januar 2022 wird der Chefrat von der Gemeinde Kielen auf eine Visite invitiert gehen, auch von den Direktrissen Catherine Manner, Claudine Nosbusch und der Koordinatrice von Fruit Coop, Nathalie Giersch, empfangen. De Claude Colette als enger Funktion als Chef d'Atelier wird gestern durch den Betrieb gefordert an die nötigen Erklärungen zu den verschiedenen Produktionsetappen gehen. Das feiert vom Äpfelkompott über verschiedene Sorten Feeds, Gebäß, Vinaigretten, Äpfelchips, gedröschend Gemäß bis hin zum Sauerkraut. Am Bereich von der Erbicht ist das Hauptziel von der Ligue HMC, den Leuten eng sinnvoll Erbicht zu gehen, die ihren Kompetenzen entspricht. Die Rolle von der Ligue HMC ist es, die Erbichten so zu adaptieren, dass Mitarbeiter mit einer Beanträchtigung so autonom wie möglich arbeiten können.
Runem Produktionsgebäi ass eng gros Unzuuel vun verschiedenen Obstbeem an Gemäßsorten ugeplant gin, dat fir zusätzlich Erbechten an der Natur sucht.